Christer ist kein Fest wie die Jahre nach. Für das zu bekennen, aber nicht terribel nur zu denken. Geht durch, dass er dabei sind, da abmischt, wenn er durch die Straße geht, wenn er durch die Geschäfte geht. Und ich denke nur besonders an die Grand Surfassen, wo damals ein Ziegeler Boom abgefeuert wird, dass er am besten Willen nicht durchlatschen könnte. Neuerdings importieren wir auch nach aus Amerika ein Christmasparat für die so gut sie weiß ich nicht richtig mehr aufhören. Es gibt Konzerne, es gibt Basaren, es kriegt es einfach nicht genug. Für was ist das eigentlich gerade bei den Festen so? Bei anderen Festen gibt es das schon alles gut nicht, als es nicht an dem Ausmaß. Was ist dann nur bei dem Fest so besonders? Und auch nicht nur für Leute, die praktizieren, mehr heint und nicht einander, dass da sogar noch viel mehr gilt für Leute, die nicht regelmäßig an die Kirche gehen. Ich meine, ein Hauptgrund ist, weil es bei dem Fest um das Allermenschlichste geht, was mir eigentlich schon am Leben. Ein Mann, eine Frau, ein Kind. Schüttverre von uns kennt die Situation und war auch an der Situation, auch wenn es vielleicht für pure Leute heute nicht der Fall ist. Am Mittelpunkt steht also eine junge Familie. Natürlich für gläubige Leute bedeutet das Fest mehr wie nur den Alltag von einer normalen Familie. Mehr die mit dem Fest verbundene religiöse Deutung setzt unbedingt das rein menschlich voraus. Ohne ein Mann, eine Frau, ein Kind, gibt es kein religiöses Fest, gibt es kein Christen. Wir brauchen nicht mehr daran zu denken, wenn die feiern die Leute eigentlich zusammen, dass das meistens, wenn es um etwas von der Familie geht. Eine Geburt, ein Dorf, eine Kommunion, eine Hochzeit, Begräbnis, da wir zusammenhängen, Allerheiligen. Das sind all die Gelegenheiten, die man geliebten Leben etwas zu dienen. Und so auch, wenn wir Christen feiern. Und das erklärt auch, für was Leute, die allein dabei stehen, die keine Familie mehr haben, gerade in den Momenten nicht glücklich, mehr echt und traurig sind. Eine junge Familie, das versteht Schitverein. Es ist schön und sinnvoll, am Leben eine neue Geburt zu feiern. Auch wenn ich den wohl heißt du nicht richtig kennen, den eigenen, um den es eigentlich geht, den dann am Mittelpunkt steht, was gerade auch für Christen nicht unbedingt der Fall ist. Die Religiosität, die mit dem Fest verbunden ist, hängt also ganz wesentlich auf von der Wirklichkeit, die da gefeiert wird. Wenn sie etwas über das normal, alltäglich Leben aussieht, dann als Religiosität das, was Leute bekennen. Und zweitens, wenn sie dadurch nach aussieht, an einer Sprache, die sie verstehen. Kommen natürlich bei Advent und Christtag noch andere Elemente dazu. Für die Kinder kann ich mir denken, dass besonders zum Beispiel die geheimnisvolle Atmosphäre vom Winter, das Teich, die Kerzen angefangen, alles das, flackere Lichter, es wird gebastelt, Beine sind da echt, die riechen gut, die kann ich nur packen, was sonst bei nie der Fall ist. Es wird extra gebergt, Adventskalender gehen abgestellt, wird ein Kripp gebastelt. Das sind lauter Sachen, die ihr praktisch sein ganzes Leben lang nicht vergisst. Und das bedeutet auch an noch etwas, auch wenn ich es so natürlich als Wurzeln ernst verstehe, mit Grundlegung, die gibt schon an der Kanadisch gelöst. Aber für Großleute, auch sie,
sind irgendwie beredet. Gerade auch, wenn ich nicht kann, genau so viel wert. Es gibt, ich würde gerne so verstoppte Seiten an ihrem Leben remliewig. Irgendetwas Undefinierbares. Probiert darauf zu kommen, irgendwie an Spruch zu kommen. Verdrängte Fragen, wie zum Beispiel, war das dann nur wirklich wertvoll an meinem Leben? Gibt es nicht doch eine Dimension, die mich aus der Banalität herausführt? Ein Mann, eine Frau, ein Kind an einem Stall, die erinnern daran, dass das Leben unheimlich verletzbar ist, vulnerabel, dass es keine Rechtssicherheit gibt. Und dafür, gerade auch für gewisse Leute, die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach abgehoben sind, an guten Händen sind. Auch wenn viel Krimskrams und Komödie das Fest bald zu ersticken schenkt, sind ich überzeugt, dass viele Leute oft ganz unangestanden verstehen, dass sie an sich selber spüren, ist sie nicht allein. Ist sie geboren an einer letzten, tiefen Realität, die wir Gott nennen. Und genau in dem Aspekt hatte ich für ein paar Jahre ein Lied komponiert, von dem ich euch für ein paar Strophen vorlese. Lauscht, was erzählt wird. 10 Jahre, das ist lang hier, was zu Bethlehem geschieht als unerwartet. Und stell dich vor, glücklich Leid sind du geworden, Gott wird haut am Eis geboren. Lauscht, was erzählt wird, eine Jungfrau wird fest gelebt, dass ein Frucht an ihr geht Wurzeln, die mit Glück als überhebt. Von der Frau sind Leid geworden, Gott wird haut am Eis geboren. Lauscht, was erzählt wird, von dem Kant, von dem Glück, für zu fangen, sich nur bannen. An euch selber lebt ein Stück. Durch das Kant sie mir geworden, Gott wird haut am Eis geboren. Lauscht, was erzählt wird, so wie demals, als es haut, liegt die Stern an unserem Leben, wo mir nicht auf Sand gebaut. Obeneits sie mir geworden, Gott wird haut am Eis geboren.